Herzlich willkommen die Flight für Edition von RDR TV, das ist die letzte Emission für der Sommerpause. Aber wenn ich so in die letzte Emission für der Sommerpause, da schenkt es schon natürlich, dass wir einen Rückblick machen auf die letzte Chambersession 2007-2008, an dem wir mal gleich mit dem Gast Giberien, RDR Fraktionspräsident. Wir machen mit ihm aber auch einen Ausblick auf die letzten 11 Monate für die Chamberwahl vom 7. Juni nächstes Jahr. Danach gehen wir an der nächsten halben Stunde auf Sujets an, die wir während der letzten Sendungen traitiert haben, am Schweizer von Europa an dem Treaty von Lissabon. Wie ihr wisst, als die von Irland rejeitiert gehen, Tieren und Nähen zu dem Treaty gesucht, wie der ausgesagt, will auch der polnische Präsident den Treaty nicht unterschreiben. Als Nom Verfassungstreaty auch den Treaty von Lissabon lodot, das wollte man an einem Interview vom RDR-Generalsekretär Roy Reding vorgehen. Herr Reding, den 12. Juni hat Irland Nähen zum Treaty von Lissabon gesucht, dir als Gegner vom Viergänger-Treaty, den sogenannten Verfassungstreaty, misst schon sich freuen, den irischen Nähen, oder nicht? Also ich kann nicht verhehlen, dass das mich freut. Das ist auch ein schlechten Treaty. Das ist ein Treaty, der eine Demokratie bringt, eine Transparenz, am Gegensatz zu dem, was oft behauptet wird. Es gibt über ganz viel mit falsche Behauptungen operiert. Den Treaty bringt Europa nicht vor. Wie soll es dann Ihrer Meinung nach mit dem Treaty gehen? Von den europäischen Spitzenpolitiker heiert, da wollen die aber gut und dem Treaty festhalten, Ratifizierung durchwärtschen auf die 26 Länder und dann? Ja, beweist halt nie sein Krieg, wie undemokratisch die Leute eigentlich denken. Ein Nein als ein Nein. Wenn nicht alle Land den Treaty ratifiziert, kann nicht erkräft werden. An dat Tieren nur nie so tun, missfällt den Herren an den Damme vielleicht, den Eurokraten. Mir das aber den Ausdruck von einem demokratischen Wille von einem Volk. An einer längere Attitüde zu dem Nähen beweist schon, wie undemokratisch das sie fundamental denken. Sie müssen einfach so mal ein von den Ländern will das nicht, da können wir das nicht so viel machen. Europa hat einfach das Problem, dass die Menschen zu schnell, kann ich sagen, zu groß gehen. Und ich verstehe ganz gut, dass es schwierig ist, mit 27 Ländern alles in den Hut zu kriegen, was 415 schon nicht immer evident wird. Mit dem wird Europa kann aber nicht die Lösung von meiner Demokratie. Dann muss diese von mehr Demokratie. Aber das ist immer so, als kommen wir gucken den Inhalt. Für was ist Europa da? Ich denke, sie für Europa. Europa hat das viel Brust. Europa bringt das Frieden. Europa bringt das wirtschaftliche Wohlstand. Und das ist gut so, und das soll so erhalten gehen. Mir muss Europa sich an alles anmischen. Das Subsidiaritätsprinzip ist behalten. Subsidiaritätsprinzip, was heißt, Europa soll sich nicht um die Sachen kümmern, die Europa kann besser machen, wie die einzelnen Länder allein. Und da ist manchmal ganz großen Hoch. Es muss nicht viel mehr Power kommen bei Nationalparlamenten, die als einzig gewählt sind, und nicht eine Ansammlung von Staatschefen, die zwar eine Emanation sind von gewählten Parlamenten, aber die nicht gewählt sind. Ich meine, wir wählen als Minister zu Lützeburg nicht, wir wählen ein Parlament. Ihr sagt, ich bin nicht gegen Europa, ich bin aber gegen Europa, wie Europa logiert. Ich sehe für ein anderes Europa, mehr Demokratie, mehr Transparenz. Was heißt das Demokratie an Transparenz konkret? Ja, also eine Demokratie konkret heißt, dass Gesetze gemacht gehen, von denen Leute, die gewählt werden, von den Menschen für Gesetze zu machen. Und nicht von Staatschefen, auch schon nicht von irgendwelchen Eurokraten, von irgendwelchen Funktionären, die zu Brüssel sitzen, an denen Neues aufhält, was können wir heute reglementieren. Das ist Demokratie. Transparenz ist, als Klipp-Akklusion, als Volk, Klipp-Akklusion, was könnt ihr bei dir, was sind die Domäne, die sollen reglementiert gehen, darüber eine breite Diskussion feiern, eine wirkliche Diskussion feiern. Nicht irgendwelche Veranstaltungen, Propagandaveranstaltungen, die gemerkt gehen, fürs Verkaufen, was schon fertig ist. Nee, wirklich, was die Leute schwätzen. Das ist Transparenz. Und da kommen wir auf den Punkt, wo wir so immer, woran mischt Europa sich an oder woran mischen noch andere Legislateuren sich an, muss ganz Leben immer so überreglementiert sein. Und da kommen wir beim fundamental froh von also Demokratie. Wie soll dann aber auch konkret gehen? Der Treaty von Lissabon ist quasi tot. Am Treaty von Nice muss man halt funktionieren. Man kriegen erzählt, dass das nicht möglich ist. Europa zu 27 kann nicht mehr mit dem Treaty von Nice funktionieren, weil den Treaty gesagt dann oder andere eine Verkleinerung von der Kommission für, sodass sich dort vorstellt, sie dir als RDR-Generalsekretär berät, ob ein Lützeburger EU-Kommissär zu verzichten, wenn Europa mit dem Treaty von Nice muss wiederum funktionieren. Also ganz bestimmt nicht. Ich meine, das war für den Hauptgrund, für was das nicht auch gegen den Treaty wäre. Also, dass wir Souveränität verlieren als Land, dass wir als Poids verlieren.
na gut kein Umstand kann in der Matakor. Sie war schon an der Kommission so schrecklich Sachen dezidiert, schrecklich an dem Sinn, dass sie immens großen Abfluss will, aber es nicht stirve. Da kann es auch nach der Matakor sein, dass man der Kommission nicht im Moment mit engen Menschen vertreten soll, das kann nicht sein. Wie soll da konkret noch hier gehen? Ihrer Meinung nach? Den Heiten dreht die als vom Tisch. Dieren haben nicht gesagt, Polen können schon nicht viel ratifizieren. Wir haben an Tschechien einen exzellenten Mann, Václav Klaus, den als Euroskeptiker bekannt, das genau wie mir ein bisschen die Positionen vertritt. Ich denke, den dritten Heiten könnte nicht erkräften. Vier gehen kann es einfach nicht so, dass die 27 Länder wie biselo Europa vier bringen, und dass man auf der demokratischen Seite nicht viel mehr Nationalparlamente dezidieren lassen, dass man der Kommission viel von ihrer Pouvoir wegwollen, dass man Subsidiaritätsprinzip an Europa nicht wollen, an die Sache, wo Europa reglementiert, an der Transparenz schaffen, und das ist ganz konkret, am Vieraus so, do als ein Materie, wie Klimaschutz oder wie sozial Mindeststandards, über die wollen wir reglementieren, und das soll darüber auch breiten demokratischen die bei ganz Europa an alle 27 Länder stattfinden. Europa vierbringen so der Wethälter dann nur von der Idee, die einer der andere Mocht den Staatsminister Junckerin am Gespräch beruhigt wird, die sieht von verschiedene Länder nicht wollen, der Europa mal vier bringen, da müssen die Pur, die das wollen, sind da eben machen, Stichwort Care Europa. Verteilt davon. Also was Herr Juncker von Europa vierbringen geschwätzt, meint das ganz ernst, dass vielleicht was ich meine, was ich von Europa vierbringen geschwätze. Wir hier als Europa vierbringen einen Zentralstaat aufbauen, nationale Länder nach mehr Pouvoir an Wäschwellen, nach mehr dirigistisch, zentralistisch regieren. Das ist genau der Kontra von dem, was ich will, was eine Partei will. Das hier Europa darf genau darüber rauslaufen. Das ist dann ganz einfach, dass 10 oder 12 oder 15 von den 27 Ländern sich nach mehr integrieren und nach mehr Eigenständigkeit abgehen. Und ich meine, da muss man mit aller Kraft führen, an alle 27 Länder. Wir wollen an dem Kontext aber auch daran erinnern, dass der DDR den Traité von Lissabon nicht matt gedroht hat. Beim Wort an der Chambre wird als Partei sich enthalten. Und sie wird nach dabei gesagt, dass der DDR immer dafür plädiert wird, für auch über diesen Traité ein Referendum zu machen. Europa wäre von den Sujets während der letzten Chambre-Session, was den RDR-Fraktionschef Gast Giberian von der letzten Menge zurückbehält, was hier am meisten bewegt oder vielleicht sogar abgeregt wird, das haben wir hier in einem Interview gefragt. Ich meine, der will nicht nehmen, ob pur Main zurückkommen. Das muss ich halt wirklich von den, zu diesem Zeitpunkt eine Analyse machen, ob der bist von dieser CSV oder AP-Regierung zurückgucken, global gesehen. Und da muss ich feststellen, dass diese Regierung die größte Sozialaufbau gemäht hat, den wir jemals zu Lützeburg realisiert tun. Wenn diese Regierung nur pur Main für eine Chambersfalle können und dann eine Reihe von sogenannten sozialpolitischen Maßnahmen undeit wo aber zu diesem Zeitpunkt nach Ke genau weiß, wen sie an der Realität nur werden ausgesehen, da muss ich das schon mal eine gewisse Skepsis beurteilen und auffassen, dass nicht der Leute Sand an den Tag gestreckt wird, für all die Schandtaten, die diese Regierung gemäht hat, wäscht zu täuschen. Ich meine, also muss ich schon das global gucken. Dabei muss ich aber sagen, dass man diese Legislaturperiode nächstes Jahr ein Gesetzesprojekt, die viel diskutiert wird, über Palliativmedizin, an eine Proposition de loi über Euthanasie diskutiert, wo ich muss wissen, dass es aber für allem CSV war, die ein ganz gelungen Spiel gemäht hat, die eine Doppelprozedur gemäht hat, eine Doppelzüngigkeit und da gelöst hat, wie man sie nie kannte und die nur draußen den Leuten zu verstehen wohl gehen. Sie wir gegen Euthanasie, in der Wirklichkeit aber eine Prozedur erlaubt hat, die am Schluss eine Legalisierung von der Euthanasie hat. Wenn CSV nämlich hingegangen wäre, wie das normal gewesen, wenn sie zu ihrem Koalitionspartner gesagt, es stimmt nicht am Koalitionsakko, es geht nicht gemäht, hat allen Staat verstanden. Sie wird einfach nicht gemäht. Sie wird also zögerlos, also proposiert, für den dort Weg zu gehen, für dann eben noch die Euthanasie legalisiert zu werden. Und dann hat sie, bei den Leuten, die übliche Doppelzügigkeit, die man bei der CSV gewinnt, sie gesagt, wir waren dagegen, es waren die anderen. Das ist Gott sei Dank nicht durchgegangen.